Hallo, du willst wissen, ob man Linien dicker machen kann im Nachhinein. Ähm, Es geht schon. Also zu beachten ist erst einmal die Leinwandgröße, die Pixelanzahl. Ähm, Je feiner, desto schöner geht es wahrscheinlich. Also das ist jetzt eine DIN A4-Seite. Ich zoome jetzt mal rein in diese Striche und man sieht jetzt, dass diese eigentlich gar nicht schwarz-weiß oder schwarz sind, sondern die gehen über. Und jetzt pass auf, jetzt mache ich ja mal Folgendes. Also ich habe die Linien auf einer extra Ebene. Ne? Okay, man kann jetzt hier hergehen und sagen auswählen. Und wenn ich jetzt dann hier wieder draus gehe und sage Ebene füllen, siehst du, was passiert ist? Ähm, Die Linien werden dicker. Also besser gesagt, das Schwarze wird mehr schwarz. Ähm, Ich gehe nochmal auf Auswählen, Ebene füllen. So, ich mache jetzt diese Schritte rückgängig. 1, 2, 3, 4, 5. Schauen wir mal nochmal rein. Das ist jetzt der Originalzustand. Und jetzt machen wir es im Großen. Auswählen, Ebene füllen, auswählen, Ebene füllen, auswählen, Ebene füllen. Durch diese Sache wird natürlich auch das jetzt ein wenig pixeliger. Ja, das ist die eine Methode. Deswegen relativ hochauflösende Vorlagen verwenden. Und die andere Sache ist noch, wenn man jetzt hergeht und sagt auswählen, dann kann man natürlich auch diese Gaußsche Unschärfe da drauflegen. Ebene. Blödsinn. Ohne diese Auswahl. Man sagt einfach Gaußsche Unschärfe auf der Ebene. So, und jetzt halt sagen wir mal, wir würden nur 1% machen. Und jetzt zieht es wieder diesen Rand von diesen Linien wieder raus. Jetzt kann man wieder auswählen, Ebene füllen, auswählen, Ebene füllen, auswählen, Ebene füllen. Und jetzt verkleinert man wieder das. So wird es minimal immer dicker. Gut, so funktioniert es. Alles klar. Tschüss.